So, es folgt eine Produktion von Radio Weser TV, mit großem V, aus dem Studio Norden Hamburg. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet. Wobei Sie sehen es schon, das ist eine etwas andere Ausgabe von Blick ins Sendegebiet, denn ich sitze hier in unserem neuen Fernsehstudio, was wir im Rathausturm, dem noch stehenden Rathausturm in Nordenham, senden. Wir haben hier einen neuen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, nur wenige Meter von unserem Hörfunkstudio entfernt. Und dieser Raum, der soll allmählich mit Leben gefüllt werden. Wir möchten nämlich hier die Sendung Talk im Turm sozusagen wiederbeleben, uns regelmäßig Gäste einladen, mit denen wir hier im Turm ins Gespräch kommen. Vielleicht werden wir auch die schöne Reihe Mensch Meier mal wieder ein bisschen aufleben lassen mit neuem Moderator, aber auch mit neuen Gästen und uns hier Gäste einladen, die uns ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen können. Heute aber soll es so ein bisschen was Neues geben und auch einen etwas älteren Beitrag, aber dazu dann später mehr. Den Auftakt, den machen wir mit Chrissy Beugsen, unserer Ernährungs- und Fitnessberaterin, die ja in schöner Regelmäßigkeit ihren Kreislauf als Zuschauer ein bisschen in Schwung bringt. Und wir sind ja kurz vom Frühling. Es gab ja schon einige schöne Tage, wenn auch kalt. Aber man will ja fit in den Frühling starten. Und wenn Sie auch so richtig fit werden wollen, dann sollten Sie in den nächsten Minuten unbedingt dranbleiben, sich möglicherweise die Turnmatte zurechtlegen und die ein oder andere Übung mit oder nachmachen. Auf jeden Fall viel Spaß mit den nächsten Minuten mit den Ernährungstipps von und mit Chrissy Beugsen. Hallo, ich bin Chrissy und ich möchte gerne mit euch zusammen Schritt für Schritt die Ernährung umstellen. Fürs Erste, heutzutage gibt es einen totalen Diätdschungel, man weiß gar nicht mehr, was richtig oder was falsch ist. Es gibt Low-Carb-Diät, es gibt Mischkost, es gibt am besten nur alle 8 Stunden was zu sich nehmen. Total verschiedene Diäten und am Ende bringt es auch nicht wirklich was, weil wenn man wieder in die alten Gewohnheiten tritt, dann kommen die Kilos wieder rauf. Ganz wichtig ist bei der Ernährungsumstellung, dass man natürlich sich erstmal ein Ziel setzt. Was möchte ich erreichen und bis wann möchte ich das erreichen? Weil ohne Ziel kann man den Weg auch gar nicht richtig gehen. Unter anderem ist es auch sehr wichtig, regelmäßig zu essen. Wenn ihr jetzt Mahlzeiten auslässt oder so, wäre es zum Beispiel gar nicht gut für die Muskulatur, weil dadurch geht die Muskulatur auch verloren und irgendwann kommt es wieder zum Jojo-Effekt. Das wollen wir ja eigentlich vermeiden, weil wir ja langfristig unser Gewicht halten möchten oder auch ein bisschen mehr abnehmen möchten. Das Falsche durch das Richtige ersetzen ist auch eine sehr große Sache. Wenn ihr jetzt einkaufen geht, dass ihr mal darauf achtet, dass ihr anstatt Weißbrot nehmt, Vollkorntoast oder Vollkornbrot, anstatt den Speisequark mit 40% dann Magerquark mal nimmt. Man kann da eigentlich viel experimentieren. Man kann sogar aus der Tiefkühlkost Gemüse oder Obst wählen, weil auch nach der Ernte 24 Stunden danach das Gemüse und das Obst geschockfrostet wird und dadurch noch alle Vitamine erhalten sind. Ihr könnt Reis durch Vollkornreis oder Naturreis ersetzen. Es sind so die ganz einfachen Dinge, die ihr da beim Einkaufen beachten könnt. Es ist auch sehr wichtig, genug zu trinken, weil unser Körper benötigt am Tag so im Durchschnitt 2,6 Liter, die wir auch durch unsere Haut, durch das Atmen verlieren. Und die müssen wir dann wieder ausgleichen. Das nehmen wir dann natürlich am besten durch Wasser zu uns. Alle Teesorten sind erlaubt. Kaffee auch, aber natürlich nicht zu viel, weil da auch sehr viel Koffein drin ist. Oder ihr nehmt halt eben Kaffee ohne Koffein. Was auch ganz gut sind Säfte, die man natürlich mit Wasser oder
bisschen mit Kohlensäure halt mischt, damit das nicht zu sehr Zucker enthalten ist. Auf Sodagetränke solltet ihr auf jeden Fall verzichten, weil gerade da sehr viel Zucker drin ist und bei der Frau zum Beispiel mehr Zellulite entstehen kann. Da am liebsten wieder auf Wasser oder Tee zugreifen. Ja, wenn ihr diese Tipps erstmal einhaltet, könnt ihr eurem Ziel auf jeden Fall viel näher kommen. Und wenn ihr das nächste Mal einschaltet, werden wir dann die super Lebensmittel durchgehen, die für die Fettverbrennung am besten sind. Ja, das war's und bis zum nächsten Mal, eure Chrissy. Ich sitze hier jetzt nur gemütlich in meinem Sofa. Ich sollte mich vielleicht auch mal auf so eine Sportmatte begeben, um mich ein bisschen in Schwung zu bringen fürs Frühjahr. Wir machen natürlich mit der Reihe mit Chrissy Breuxen weiter. Da gibt es in den nächsten Wochen weitere Ausgaben für Sie. Und dann kriegen Sie irgendwann so einen richtig schönen Bewegungskatalog von uns zusammengeschnürt. Bei der Gelegenheit weise ich auch gern darauf hin, dass wir die Folgen auch immer mal wieder auf unserer Facebook-Seite präsentieren, der Sie unbedingt mal einen Besuch abstatten sollten, denn dort werden regelmäßig Radiobeiträge oder Fernsehbeiträge von uns gepostet und wir würden uns freuen, wenn wir noch in diesem, spätestens im nächsten Monat, die Tausender-Marke knacken. Wir sind bei 960 Likes, langsam müssen wir doch die 1000 mal zusammenkriegen. Also schauen Sie gerne bei Facebook vorbei. Wo wir vorbeigeschaut haben, vor 2 Jahren ungefähr. Das war ein kleines, aber sehr interessantes Museum bei uns im Sendegebiet. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es hier ein Pinguin-Museum gibt? Nein? Dann klären wir Sie jetzt auf, wo Sie eben dieses Pinguin-Museum finden können. Herzlich willkommen in einem Museum der besonderen Art. Pinguine, soweit das Auge reicht. Pinguine aus Plüsch, aus Glas, aus Porzellan, kleine Pinguine, große Pinguine und vieles mehr rund um die kleinen Kerche mit Frack findet man nur hier. Die Rede ist vom ersten und einzigen Pinguinmuseum Deutschlands, das in Cuxhaven seinen Platz hat. Birgit Behrens und Stefan Kirchhoff, die Inhaber dieses etwas anderen Museums, führen durch die Welt der Pinguine und erzählen, wie es überhaupt zur Eröffnung kam. Ja, ich bin Birgit Behrens, 41 und Museumsdirektorin und Kuratorin von Deutschlands einzigen Pinguinmuseum. Mein Name ist Stefan Kirchhoff, ich bin 46 Jahre alt. Von Beruf bin ich Freiberufler, ich mache Unterhaltungsmusik, ich mache Büroarbeiten, Kurierfahrten, alles was so braucht. Ist fürs Museum sehr schön, weil ich dadurch meine Arbeitszeiten frei planen kann und wir immer gewährleisten können, dass die Öffnungszeiten stattfinden können. Wir haben grundsätzlich Freitag bis Montag geöffnet, von 14 bis 18 Uhr. In den Ferien täglich außer Donnerstag, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr. Und wir haben jetzt in den Osterferien so einen Testballon, da haben wir auch 3 Tage die Woche vormittags von 10 bis 12 geöffnet. Nämlich Dienstag, Samstag und Sonntag. Also wir haben hier nur ein relativ kleines Museum, wir haben nur etwa 120 Quadratmeter und müssen mit dieser Fläche eben möglichst viel unterbringen, möglichst viel zeigen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Pinguinartikel nach Themen sortieren. Das heißt, es steht durchaus ein kleiner Artikel aus dem Euroshop neben einer wertvollen Sammlerrarität. Ganz egal, solange sie thematisch zusammengehören. Wir haben zum Beispiel eine Küchenvitrine, wir haben ein paar Teile mit Badezimmerartikeln, wir haben eine Vitrine mit selbstgebastelten Sachen. Und das hier im Hintergrund, das ist unsere Themenecke, in der wir 3 bis 4 Mal im Jahr Sonderausstellungen einrichten. Immer mit einem bestimmten Thema. Im Moment ist es gerade Literatur, wo wir einen Teil unserer Bücher zeigen, auch mit Lesebeispielen. Küche und Badezimmer waren zum Beispiel auch Themen solcher Sonderausstellungen oder Schmuck und Accessoires, Spiele und Spielzeug. Wir denken uns immer was aus. Was gerade aktuell gezeigt wird, kann man am besten auf unserer Internetseite sehen. Die heißt ganz einfach www.pinguin-museum.de. Insgesamt haben wir momentan 15.798 archivierte Pinguin-Exponate. Plus eine Handvoll, die noch nicht archiviert sind. Die müssen noch fotografiert werden, ausgemessen, durchnummeriert. Dann kriegen sie einen Aufkleber mit der laufenden Nummer. Und dann kommt das Schwierigste, einen Platz finden. Pingu ist eine 5 Minuten Knetfigur- und Trickserie für Kinder ab 3 Jahren.
Ich war fast 18 und total begeistert davon. Und dann habe ich meinen Eltern erzählt, dass Pinguine doch total klasse sind. Und die haben mir zu Weihnachten welche geschenkt, zu meinem 18. Geburtstag und so nahm das Unheil seinen Lauf. Wobei es die ersten 12 Jahre ein ganz normaler Sammeltick war. Der ist dann aber aus dem Ruder gelaufen, als mein Mann und ich vor gut 11 Jahren zusammengezogen sind. Damals hat er gesagt, Pinguine, können wir gerne zusammen weiter sammeln, aber dann will ich mit dir ins Guinness-Buch. Ganz oder gar nicht. Ja, hat geklappt. Wir haben einen kleinen Pinguin, der ist aus der Taguanuss geschnitzt und stammt aus Ecuador. Den haben wir über eBay ersteigert, hat 1 Euro plus Porto gekostet. Haben wir uns gedacht, wenn das in die Hose geht, ist das kein großer finanzieller Verlust. Probieren wir mal. Jo, kam der Postbote an, drückt uns einen Zettel in die Hand und sagt, damit müsst ihr zum Zoll. Okay, wir zum Zoll gegangen. Ja, was ist denn das? Packen Sie mal aus. Was für ein Material ist denn das? Was haben Sie bezahlt? Kann man mal ins Internet gehen? Dann haben wir da bei Zoll mit deren super langsamen Internetverbindung bei eBay geguckt, haben gezeigt, hier 1 Euro plus Porto. Der Taguanuss, was für ein Material ist denn das? Oh, pflanzliches Elfenbein? Das müssen wir recherchieren. Nehmen Sie mal draußen Platz. Oh, nö. Dann haben die mit ihrer super langsamen Internetverbindung recherchiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es pflanzliches Elfenbein heißt, weil es aussieht wie Elfenbein. Ist aber völlig harmlos, steht auf keiner roten Liste, war eine halbe Stunde unseres Lebens. Zu Hause haben die ganzen Pinguine rumgestanden und die Idee vom Museum, die spukte schon länger im Kopf rum. Ich wollte es aber nicht so gerne aus dem Haus geben. Aber als mein Mann zum wiederholten Male beim Staubsaugen was umgeschubst hat, irgendwo gegengestoßen ist, irgendwo hintergehakt ist, hat er einen lauten Schreikrampf bekommen und gesagt, jetzt passiert was, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Ja, und jetzt sind wir schon seit über 5 Jahren hier. So geht die Reise durch die Welt der Pinguine leider schon zu Ende. Eine einzigartige Sammlung, die sicher noch wachsen und viele weitere Besucher in das einzige Pinguinmuseum Deutschlands locken wird. Das Pinguinmuseum und wir haben ja unsere kleine Regionalkultur, also gehen auf Tour und stellen kleine Museen vor oder Galerien vor, auch die größeren Museen der Region. Und wenn Sie sagen, Mensch, ihr müsst doch unbedingt mal über dieses oder jenes kleinere oder größere private Museum berichten, dann sind wir über jeden Tipp ausgesprochen dankbar. Kontakten Sie uns einfach über die schon besagte Facebook-Seite oder nordenham@radioweser.tv und schreiben uns Ihren kleinen Tipp. Wir haben auch einen Tipp für Sie, jetzt gleich zuzuhören, jedenfalls dann, wenn Sie ein bisschen was für die plattdeutsche Sprache übrig haben. Wir im Sender haben sehr viel für die plattdeutsche Sprache übrig, denn wir haben unsere plattdeutschen Nachrichten im Radio, wir haben unsere Meta Butendiek, wir haben so viele plattdeutsche Sendeinseln im Radioprogramm, da lohnt es sich zuzuhören, aber auch zuzuschauen, denn wir präsentieren Ihnen plattdeutsche Geschichten auch im Fernsehen. Unter anderem tut das für uns Gundula Nizella. Der Pensionsvogel. Erno und Willi werden in Ruhestand gehen. Das haben sie sich wahrhaftig auch verdient. Ein langes Leben voll Arbeit liegt achter ihm. Sie haben sich mitten in Dörp ein lützet Husboot für den nähen Lebensabschnitt. Willi wär die Kröger vom Dorf, hat den ganzen Kram von seinem Vater übernommen. He wär man litschen Kerl, doch he hat das Sägen. Eins, was in Dorf so passierte, war bei ihm in der Gaststuf besnackt. Für Erno gibt das viel Arbeit. Zu der Gastwirtschaft hörte auch die große Sohl, wo all die Vieren stattfunden. Klotschetoball, Turnerball, Maibumvier und was das sonst noch so gibt. Als Wirtsfrau wär sie denn für die Köktus denn nicht. Denn gibt das noch den Kolonialwarenladen, die Poste und ein paar Koi und Zwien wären auch noch in Stall. So ein Weswag gibt das früher bald in jede Dörp. Über zu wenig Arbeit konnte die Wirtsfrau sich wahrhaftig nicht beklagen. Kinder haben die beiden nicht. Prinz, der lütsche Terrierhund, wär so ein beten Ersatz. Nu also haben sie sich zu Ruset. Die Post, die heft sie mitgenommen in das Nähhus. Doch so ein beten was zu tun ha. Die Alldach wär nun doch ganz viel sinniger geworden. Nu können sie auch wohl mal an Urlaub denken und verreisen.
Erno will dat so gern, man Willi will da nix von hören. Nee, he wär zufrieden in sin Dorf und in sin moi Hus. Anders als die beiden will u de Verwandtschaft die Nichte mit ihrer Familie in Urlaub. Die Kinder han litschen Kanarienvogel. Hansi hörte mit dazu, doch mit in Urlaub kon he nicht. Wat also legt Neger, als dat he für diese Zeit in Pension käm, wie Erno und Willi. Prinz, der Gefährte in so vielen Jahren, wär tot bleiben und die beiden vermissten ihn. Gern wollen sie darum wohl den Vogel im Pfleg nehmen. Gleichs den anderen Tag ha Willi eine Idee. Ich lot ihm in de Stuf so'n Beten ut sin Burrut, dat hij auch mal pflegen kann. Willi seht in sin Sessel und beobachtet den Vogel, den munter ihn herumflocht und boben ob Gardinenstang sin Lied sung. Dat gefühl beiden gut. Doch bald wär dat oben und nu schul Hansi doch woller in sin Käfig. Willi will dat so, doch Hansi mocht lieber boben sitten blieben. He floh wohl mal in den Bur, pickte hier und da, doch wenn Willi die Dörr gau tomocken woll, sus sie wolle Rut. Dat durte nu all 2 Stunden und so wie Litschen han Willi kein Mut mehr to dat Spiel. He überlegte und ham wunderbare Idee. An den Hoken von der Käfigtür mogt he einen langen Twirnsfoden fass. Mit dat ander ein set he sich nu in sin Sessel und töf, dat Hansi in den Käfig floch. Jo, he muss viel Geduld haben, doch endlich ha he Erfolg mit sin Methode. Der Vogel sit in sin Bohr und Willi trock mit den Zwirnsfoden die Dörr gau dicht. Endlich kon he nu ook no Bett gehen. Den Foden lädt he buten bammeln, morgen kon dat jo woller so gehen. Erno wär morgens meist der Erste ob und keek gleichs in de Stuf no ehren Pensionsgast. Lute schräg gilde Willi in die Ohren und jocht mitten Schreck ut Bett. Wat is passiert? Der Vogel leg ob'n Rohr unten in den Käfig und röde sich nicht mehr. Oh Willi, oh Gott, wat schön wie bloß morgen. Wat wild wie sägen, wenn die Kinder den Vogel wolle abholen wild. Panik wär in erstem. Bedrabbelt stunden die beiden um den Bur rum. Nu erst keken sie genau to und sehen, dat die Vogel ganz und gar inwickelt wär in den Zwirnsfoden. He ha sich in der Nacht den Foden wohl in den Käfig trocken und so ims fesselt. Erna hol nu gaun lütsche Nogelschere und ganz behott packte sie Hansi woller ut. Als die letzte Foden abwehr, wurde der Vogel woller lebendig, flog glicks ob die Gardinenstang und fang an zu singen. Wär nix passiert. Und Erno und Willi wären hölzfroh, dass he dat Malheur überlebt ha. Nu ging allerdings das Spektakel woller los, in den Bur zu kriegen. Willis Patent hat sich jo bewährt. Einmal noch käm die Zwirnsfoden an den Hocken. Als he Hansi denn endlich woller binnen sitten ha, hätt he den Foden glicks afmogt. Dat schul nicht normal passieren. Mit dat Freipflegen wär dat für den Pensionsgast nu ein für alle Mal vorbei. Eine plattdeutsche Geschichte von und mit Gundula Nizeller. Und wir haben viele plattdeutsche Geschichten bei uns im Radioprogramm. Die Fernsehserie wird natürlich auch weitergehen. Wenn Sie selber vielleicht mal plattdeutsche Geschichten zu erzählen haben oder sich hier an plattdeutschen Aktionen beteiligen wollen,
immer melden bei uns, bei Radio Weser TV hier im Studio Nordenham. Entweder kommen Sie direkt vorbei in den Rathausturm in der 2. Etage oder aber Sie schreiben uns eine Mail. Und bei der Gelegenheit habe ich noch einen kleinen Werbeblock vorbereitet, denn wir haben immer noch CDs mit Geschichten, unter anderem zum Beispiel von Gundula Niezeller, nämlich auf der schönen CD über Land und Lü. Das war ein Projekt, das wir mit Nordenham Marketing und Touristik zusammen gemacht haben, aber auch mit Brake Tourismus zusammen gemacht haben. Und da werden Geschichten aus der Wesermarsch erzählt. Von Leuten aus der Wesermarsch über die Wesermarsch und das alles auf Plattdeutsch. Und die können Sie gegen kleines Geld bei uns im Sender noch immer erwerben. Ein paar Restexemplare haben wir noch. Und wer weiß, das ist Folge 1. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal die Folge 2 geben. Dann vielleicht sogar mit Ihren Geschichten. Melden Sie sich, wenn Sie plattdeutsche Geschichten für uns haben, die Sie möglicherweise mal auf Band gepresst haben möchten oder im Radio präsentieren möchten. Das war's für heute. Das war's mit einer etwas anderen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet. Und so wird es auch in den nächsten Wochen regelmäßig weitergehen. Das heißt, wir wollen dieses Studio, unser neues Studio im Rathausturm, mit Leben füllen. Und ich hoffe, Sie sind mit dabei. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.